SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Die Mittelberghütte ist eingeschneit. Die Hütte wartet Caroline Böllet kommt nicht mehr zur Tür raus. So, jetzt. Yes! Und manchmal musst du einfach schreien, weil einfach die ganze geballte Energie raus muss. Oder der Frust manchmal ein bisschen. Der Obererbslauf sorgt bei den Leuten für Aufregung. Achtung, der erste kommt! Und für ein gutes Geschäft. Eine Minute Geduld haben. Heiß. Im Moment ja, ist es schon ein bisschen stressig. Es sind viel mehr Leute, als wir erwartet haben. Es ist viel enger. Die Chiara Cerig geniesst ihre Auszeit zusammen mit Freundinnen auf der Wassenalp. Für einmal ist sie nicht Chefin, sondern Gast. Ja, wir sind wieder da. Schön, dass Sie da. Sonntag. Es ist so das zweite Zuhause, oder auch für dich wahrscheinlich? Ja, definitiv. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort. Und du bist wirklich ein bisschen weggegangen von dem Alltag, den wir jetzt als Treuhänder noch erlebt. Das ist SRF bei den Leuten. Winterhüttengeschichten. Es bläst und pfeift am Morgen auf der Mittelberghütte. Das Wetter ist gar nicht einladend zum Türlen. Und gleich hat Caroline Gäste. Ich liebe den Morgen. Die Morgenstunde hat Gold im Mund. Und es ist noch so ruhig, es ist noch niemand so unterwegs. Du merkst, wie der Morgen erwachen tut. So. Gut. Das dann alles verteilen. Ich muss schnell mal schauen. Die Nase raus haben. Ich denke, es hat gewindet und geschneit. So nach dem Ton. Aber jetzt schauen wir mal schnell hier schauen. Ui. So, Deli. Garstig, ja, garstig, gar nicht schön. So, gut. Also, machen wir schnell wieder zu. Guten Morgen. Andreas, hast du gut geschlafen? Ha? Ehrlich? Ja. Wie belichtet hier. So, Deli, hä? Bitte schön. Dann wünsche ich einen guten, gell? Hm? Das Wetter wird nicht besser. Von den Gästen haben viele keine Lust zum Rausgehen. Für die Caroline nicht eine einfache Situation. Wenn es schlechtes Wetter ist, sind die Leute meistens nicht so motiviert und das bringt dich einfach manchmal einfach ein bisschen ins Struggeln, weil es halt einfach nicht vorwärts geht. Aber ja, man muss halt situativ das anschauen. So. Erst nach der Nacht brechen die letzten Gäste auf. Höchste Zeit, weil die Caroline muss, wie immer, wenn es stürmt und schneit, etwas erledigen. So, now we make an expedition here. Good. Alors, encore un bon tour and thank you very much for the stay. Bye bye. Bye. Oui, merci. Ui. Schauen, wie es da oben aussieht. Hoppla. So. Gut.
Ja, ich bin wie ein Äffli, weisst Ciao, ciao. du. Ade, merci für alles. Du musst einfach immer aufpassen, weil es einfach so böenweise kommt. Und dann nachher ist es einfach nicht gäbig. Ja, mal schauen. Versaufen wir denke hier gerade. Nehme ich an. Vielleicht. Nein, ist gut. Gut. An einem Tag wie heute ist das Hüttenleben allein kein Schleck. Gut, es ist einfach anstrengender. Oder? Also ich meine, wenn du keine Leute hast oder so, dann kannst du noch sagen, ja, das mache ich dann nachher noch schnell oder irgendwie so. Aber wenn du halt dann noch den Druck hast, dass du halt dann nachher noch 18 Personen verköstigen und gleich das rundherum musst machen, ist es manchmal schon nicht ganz immer einfach. Das ist so. Es ist einfach immer wieder eine Herausforderung. Manchmal besser, manchmal schlechter. An einem Tag mag es besser gehen, am anderen nicht so. Was die Caroline noch nicht weiss, es kommt noch viel schlimmer mit dem schlechten Wetter. Jetzt habe ich gefunden, so nach 34 Jahren, hey, eigentlich möchte ich das wieder machen. Jetzt ist die Zeit. Und jetzt geht das sehr gut ab. Also ich habe sie jetzt etwa vor 2 Wochen das erste Mal vorgenommen und bin jetzt einfach wieder an die einfacheren Sachen üben, damit ich wieder reinkomme und irgendwie das wieder kann, die brachliegende Ressourcen wieder kann, aufwecken. Und das macht total Spass. Es ist noch gut, wenn man schwerhörige Hunde hat. Am Montag und Dienstag hat die Skihütte Obererbs offiziell zu. Sarah ist allein oben. Ihr Mann, der Werner, ist daheim zu Affoltern. Also ich habe sie noch nicht ganz im Griff, aber es macht einfach Spass, so Zeug. Es war eines der Ziele hier oben, dass man mit den Schneeschnitzen umgehen kann. Jetzt muss ich warten, bis jemand mit mehr Kraft da ist, weil die Raupe hat es ausgehängt. Und jetzt müssen wir warten, bis der Werner da ist. Und dann schauen wir, dass wir die wieder rein tun können. Aber der Weg für die Hunde ist gemacht, das ist die Hauptsache. Jetzt können die 2 Kleinen sicher auch rausgehen. Weil die hassen es, wenn sie bis zum Rücken im Schnee versinken. So. Und nur für das lohnt es sich, heute wahr zu sein. Dass man einfach immer wieder die Zeit hat, so kurze Momente, wo einfach alles einem selber gehört und man draussen an der Sonne kann sitzen und etwas in aller Ruhe essen. In diesem Panorama. Oh, grüezi. Bringen ihr den ganzen Schnee mit runter?
Wer von euch ist Landmaschinenmechaniker? Ja, wir sollten dort die Raupen wieder um die Rädchen herum tun. Dann bringen wir schon wieder drauf. Perfekt. Dann hättet ihr euch gerade einen Hauskaffee verdient. Es ist total lässig, wie hilfsbereit die Leute sind. Also ich hatte schon Leute gehabt, die mir die Türen geflickt haben, die Türen wieder eingehängt haben. Jetzt schauen sie, ob sie die Raupen wieder drauf tun können. Und das finde ich total schön, wenn man die Leute um Hilfe fragt und das einfach so selbstverständlich ist. So gut. Dankeschön für euer Teamwork hier. Merci. Für diesen Lebensdienst kriegen die Gäste natürlich auch am freien Tag etwas serviert. Unterstützung für Sarah ist im Anflug. Der Werner kommt wieder zurück. Grüezi. Sie haben nicht gehört, dass du kommst? Nein, keine Reaktion. Ade. Hallo. Alles klar? Alles klar. Ja, alles klar. Sie haben mir jetzt gerade, jetzt musst du schauen, ob der Schneeschnitzel rein tut. Die Raupen war strapp. Und jetzt sind sie ihn wieder dran. Und jetzt muss man sie einfach mal versorgen, darum steht sie dort draussen. Heute warte ist für Sarah ein Traum. Der Werner hat gerne mitgezogen. Aber beide konnten nicht ahnen, was zusammen Arbeiten hier oben bedeutet. Für mich ist das schwierig. Weil wir eben ganz unterschiedlich am Arbeiten sind, nicht einmal unterschiedliche Vorstellungen haben, aber einfach die Art im Alltag finde ich ganz schwierig. Und das führt immer wieder zu Konflikt. Und ich bin nicht so konfliktgeübt, ich habe überhaupt nicht gerne Konflikt. Und darum ist es wie klar, in diesem Setting tut uns das beiden nicht gut. Und darum schauen wir jetzt weiter, wie es weitergehen soll. Also sicher, der Sommer ist noch. Und nachher denke ich tendenziell für mich eher nein, einfach weil wir den Weg nicht gefunden haben. Und ich glaube, wir sind beide Charakter, wo es wahrscheinlich auch keinen Weg jetzt gibt. Ich würde eigentlich noch gerne ein Jahr oder so hier bleiben. Jetzt kommt langsam Routine rein, jetzt weiss man, was geht und so und wie es funktioniert. Und es wird viele Sachen, die wir zuerst mal gemacht haben, sind jetzt viel einfacher. Chiara Tschärig trifft sich heute mit Kolleginnen. Sie macht gerade eine Auszeit vom Familienbetrieb auf der Wassenalp. Ganz ohne das Berggasthaus kann sie aber nicht sein. Ich bin sehr gerne auch in der Freizeit oben an. Also ich mache das noch viel mit Kolleginnen, die ein bisschen weiter weg wohnen. Und wenn ich ihnen das Wallis zeigen zeige ich meistens als erstes die Wassenalp, weil ich es wirklich sehr schön oben finde. Und es ist auch, auch die Kolleginnen, die kennen jetzt nicht gross Schneeskiläufe oder Skitouren oder so. Und für das ist es eigentlich auch super. Also die müssen keine Grundvoraussetzungen haben, für dass wir heute das für ein schönes Wochenende machen können. Eigentlich nur frei, das kommen, ja. Ihre Kollegin hat Chiara ihre Ausbildung zur Treuhänderin kennengelernt. Sie will sich mit diesem Beruf selbstständig machen. Aber auch die Übernahme von Wassenalp steht im Raum. In diesem Jahr wird sie herausfinden, ob beides parallel möglich wäre. Hallo zusammen. Hallo. Schön, dass du sehen. Hallo Ines. Hallo. Ich habe eine Kita noch mitgenommen. Ich hoffe, das geht schon.
Etwas feins schmecken. Habt ihr es gut? Ja. Ja, ihr seht parat aus, he? Ja. Und das Rollköfferchen hast du gleich daheim gelegt? Hast du schon gedacht? Ja, ich war voll zu gewappnet. Ich wollte mit auch wieder schlagen. Sie sind schon auch noch verkehrt. Das geht so. Ich kann eigentlich so reingehen, bis der Fuß circa bis hier ist. Und dann kann er das nachher eigentlich ganz fest anspannen. Hinten hast du genau das Gleiche, ja. Eigentlich sind wir bei der Abschlussfeier irgendwie auf das gekommen und gefunden, hey, komm, gehen wir mal ins Wallis zu der Chiara. Der Termin passt und das Wetter auch. Das haben wir ja auch schon. Das haben wir auch schon geplant. Genau. Kannst du umsäckeln, gell? Dann kannst du Vollgas geben. Jetzt kannst du gehen. Gang. Ja, gang. Auf das freue ich mich. Letztes Jahr sind wir nie gewandert. Ja. Können Sie wahrscheinlich alleine rauf. Ja, das definitiv. Oder auch auf der Hütte war schon einmal lustiger gesehen. Die Unterländer. Ja, solltest du. Das ist schlimm. Da drückt nicht mehr, das ist wirklich. Der Aufstieg zur Wassenalp dauert knappe 2 Stunden. Hier kannst du ja selten leer kommen. Weißt du, ich sage jetzt einfach hier oben. So, ja, da wären wir. Was habt ihr wollen? Eigentlich, was habt ihr Lust? Schale? Schorle? Ja, nimmst du? Ich kann noch einen Aperol nehmen. Ja. 2-mal Aperol und eine Schorle. Das ist doch super. Mir fällt das schon immer ein bisschen schwer. Also es ist für mich schon immer ein bisschen komisch, wenn ich der Maria sage, ja, ich hätte gerne 2 Aperol und eine Schorle und hocke mir nachher da. Für mich ist das schon immer ein bisschen eine komische Situation. Ja. Aber hankerum, ich bin hier mit den Kolleginnen heute und auch für das schöne Wetter zu profitieren. Und dann probiere ich das so ein bisschen auszublenden, so gut wie es geht. Ja, ein bisschen Sonne, das ist schön. Ja, das tut richtig gut. Merci vielmals, Maria. Danke. Sehr gut. Ja, in diesem Fall auf einen Aufstieg. Ja. Sonntag zusammen. Ja, merci auch wieder da. Schön, wieder da. Sonntag. Gell? Ja. Oh, so gut. Schön. Es ist so das zweite Zuhause, oder auch für dich wahrscheinlich? Ja, definitiv. Es ist wirklich ein wunderschöner Ort. Und du bist wirklich ein bisschen weggegangen von dem Alltag, den wir jetzt als Treuhänder noch erlebt haben. Darum habe ich das Gefühl, es ist so gut erwähnt. Office, wo du überall hinein kannst. Ja, ja auch da ein bisschen arbeiten. Ja, Das ist aber wie so, ja. ja, mit dieser digitalen Wand geht das super. Ja, das ist so. Seht ihr den Napoleon noch mit den Füßen? Ja. Und dann Welche der Seite Bücher. ist jetzt Füße? Über... Von hier ist nicht der Geschau vom Simplo-Pass aus. Also sie wäre schon cool eigentlich, ja. Aber jetzt ist sie krank. Jetzt geht's. Jetzt ist Rennen. Ja. Genau. Der Znacht serviert die Mutter von Chiara. Sie schaut da zum Rechten, wenn ihre Tochter frei hat. Könnten wir es echt so in Schellen haben? Aber wenn es lieber in Ja, wenn deine nicht lieber noch heiß Ja, wenn das geht. so in Schnapsgläschen. Oder ja, so. Ja. Merci vielmals. Danke, Mama. Merci, danke schön. Kann man da operieren? Also keine Früchte, weil ich glaube, die sind auch heikel. Voilà. Hier noch ein bisschen Brot für euch. Und nachher haben wir hier noch die Silberzwiebeln und Gurken. Danke Die vielmals. jetzt so endlich kommen, gell? Dass wir aneinander gegenseitig bedienen, ist für uns völlig normal. Wir, manchmal bin ich selber der Gast, manchmal ist es der Fredi, manchmal sind es so die Mitarbeiter, die der Gast sind oder die Bekannte hier haben. Und dass wir sie nachher bedienen, also wie eben als Gast, das ist echt völlig normal. Ja. Ja. Das ist sehr fein. Hast du schwarz? Auf der Mittelberghütte ist das erste Mal seit über einer Woche einigermaßen gutes Wetter. Es hat Tonnen von Schnee gegeben.
in die Küche gehe. So, jetzt. Das ist mein Notausstieg, den ich relativ häufig gebraucht habe, diesen Tag. Ostern habe ich den Tag alleine als Eremit verbracht. Es hat etwa 2,5 Meter Schnee gegeben. Aber auch sehr viel Wind und sehr böig. Und wie man hier in der ganzen Umgebung sieht, hat der Wind geschafft. Schon ein paar Tage ist Caroline Mutter Seele allein. Juhu! Yes! Und manchmal musst du einfach schreien, weil einfach da die ganze geballte Energie raus muss. Oder der Frust manchmal ein bisschen, wenn du so eingesperrt bist drinnen, oder? Genau. Also da vorne wäre eigentlich eine Terrasse und da weiter unten, oder auf den, also dort, wo jetzt der grosse Schneehaufen liegt, wären eigentlich noch 2 Fenster. Aber momentan habe ich ein bisschen dunkel in der Hütte. So, Deli. Hoppla. Gut. Das ist mein zweiter Notausgang. Dort ist eigentlich normalerweise sind dort die Lebensmittel drin. Also sind immer eigentlich. Aber das ist dann noch auch mein Notausgang gewesen. Die Sonne kommt! Juppie! Wunderbar. Gell? So, oi! Bumm! Gut. Wo haben wir das? Mit so einem herrlichen Panorama. Es geht nichts Besseres. Das tut für alles wieder gut machen, was man manchmal gelitten hat, die letzten 6 Tage. Weil die Dachrinne 3 Meter unter dem Schnee liegt, muss Caroline das Trinkwasser selber produzieren. Du musst dir einfach immer zu helfen wissen. Hoppla. Aber es gibt sicher ganz viele Personen, die das nie prestieren könnten. Das bin ich 100%. Sie sagen zwar, ja, sie lieben die Einsamkeit und alles Mögliche, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich würde das nicht gehen. Du musst auch ein bisschen gemacht sein dafür. So. Also die Hütte, wenn sie manchmal so leer ist, ist es auch schön. Hast einfach deinen Frieden und kannst einfach machen, was du Lust hast. Du bist nicht gebunden an eine Essenszeit, bist nicht gebunden an irgendetwas. Kannst, wenn es schön ist, noch von außen sein, solange du willst und so. Das genieße ich schon manchmal. Der Werner und Sarah sind zusammen über die Bücher. Sie wollen mehr Struktur in ihren Alltag bringen. Wenn jetzt da jetzt so weggeputzt. Und im Wald hat es etwa 150 Meter Schnee zwischen. Ja, wir haben geredet miteinander, der Werner und ich. Und wie so ein bisschen ausbeindelt, was nervt oder was schwierig ist. Und haben jetzt einfach die Strukturen verändern.
Dass man wirklich jeden Morgen zusammenhockt und schaut, was muss gemacht sein, vielleicht an 2-3 Tage vorausschaut, je nachdem. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen, wenn wir das jetzt mal durchziehen, dann sehen wir dann, wie es weiterläuft oder was das bewirkt in der Zusammenarbeit. Ich möchte, dass wir uns überlegen, wie wir das morgen machen werden mit dem Personal verteilen. Ich habe jetzt lange gedacht, okay, die 2 Mädels machen das Stunden, aber du musst ja das auch vorbereiten. Also, das muss ja wie vorbereitet sein. Und ich glaube, es ist schlau, wenn jemand von uns 2, der weiss, wie der Karren läuft, Stunde ist. Ich will nicht fest unten sein. Und die Ricarda kann fest unten sein mit einer von ihren Kolleginnen. Es muss eben auch vorbereitet und aufgestellt sein. Und dann muss das jemand sein, der das macht, der das weiss. Das mache ich. Inklusive Gösselköbel, genau. Gebührensäcke. Das mache ich. Ich weiss es, wie man das macht. Also für mich ist schon wichtig, dass jetzt mal eben ein Gespräch stattgefunden hat und Bewegung ist. Auch wenn nichts entschieden ist. Dass wir jetzt mal schauen. So eng zusammenarbeiten ist nicht einfach. Der Werner will, dass jeder seinen Bereich hat, wo er zuständig ist. Sarah ist sich gewöhnt, dass man Hand in Hand schafft. Ich glaube, das Schwierige ist beim anderen machen, also wenn man ja sieht, es ist Stress und man hat Kapazität. Und dann Helfersyndrom von einer Heilpädagogin, dann will man dort unterstützen, oder, dass die Situation sich beruhigt. Und in dem Moment kann das vielleicht die andere gestresste Gegenüber gar nicht als Hilfe wahrnehmen. Weil es ist ja dann wie noch etwas zusätzlich, wo ich mich darauf einstellen muss. Und das ist möglicherweise schwierig und führt dann halt wieder zu Konflikt. Und ja, das ist so das, was ich mir überlegt habe, oder? Also ich habe mir schon vorgenommen, dass wir haben ja die Arbeitsbereiche aufgeteilt und wenn Sarah das Gefühl, sie will überall hier mitmachen und dass sie das so zulasse, dass sie das machen kann. Die erste Bewährungsprobe kommt morgen. Die Obererbshütte ist das Ziel eines Skitourenrennen. Für uns, auch die relativ kleine Hütte, ist es ein grosser Anlass. Ja. So. Wenn man ein Jahr nicht mehr gebraucht hat, dann weiss man nicht mehr genau, wie er funktioniert, ehrlich gesagt. Ja. Was sagt es denn? Es ist ein Anfang, würde ich sagen. Aber ein Konsens, dass wir uns einigen und so machen wir es jetzt, das braucht schon noch einen weiteren Weg. Ready, steady, go. Ja, genau. Ja, die kriege ich nicht auf. Gut. Muss ich wahrscheinlich von draußen rein. Ah, die ist gefahren. Gut, ich muss schnell durchs Fenster raus. Ja. Da schauen. Ja. Der Winter ist auch krass. Und Caroline immer noch allein. Ich muss ja auch immer noch schauen, wo die Fenster sind. Das mache ich wahrscheinlich bald seit 10 Tagen. Wie sagt man so schön, steht der Tropfen, hält den Stein. Jeden Tag etwas. Ich muss ja hier irgendwann einmal meine Fenster wieder einmal sehen. Sie haben wieder ein bisschen Tageslicht haben. Die sind jetzt etwa 1,5 Meter oder 2 Meter drunter dran. So. Jetzt gehen wir hier rein. Dann
Die wunderbaren Stiefel. Tipptopp. So. Das noch ein bisschen aufhängen, da kann es ein bisschen trocknen. So, gut. Also, jetzt tun wir mal das Gesicht waschen. Jeder Tropfen muss schmelzen. Du musst dir immer überlegen, wie viel Wasser willst du vergüten. So, das hier ist jetzt mein Waschwasser. Und meistens mache ich das erst, wenn ich reinkomme, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe dann noch ein bisschen Morgenwärme drin. Und wenn ich schon vorher waschen tue, dann nachher habe ich immer das Gefühl, ich habe viel kälter. Aber vielleicht ist ja das auch nur ein Gefühl. Oder ein Ritual. So. Dusche gibt es bei mir nicht. Waschen tue ich, das ist mein Kessel. Und da tue ich einfach Wasser drin. Und dann tue ich mich waschen. Egal, ob das Gesicht oder der ganze Körper, mit dem geht das. Wunderbar. So. Nehmen wir noch Teli. Ja, nehmen wir noch den Olaf. Wichtige Tasse für mich, gell Olaf? Ich tue manchmal auch mit ihm reden. Auch mit mir auch. Und das ist spannend. Der Olaf ist eigentlich eine Figur aus Frozen. Und er ist so ein bisschen wie ein Tollpatsch. Und manchmal passt ja das zu mir. Und ich finde, der passt ja auch doof. Das ist so ein Schneemann und ist halt einfach eine liebe Figur. Schon bald ist der Olaf nicht mehr der einzige Gesprächspartner. Es haben sich Gäste angekündigt. Olaf, musst du mit mir kommen? So. Also jetzt ist es halt wieder ein bisschen wie komisch, oder? Dass man wieder irgendwo Gäste hat. Jetzt war es lange sehr ruhig, sehr still. Einfach mit einem Haufen Wind und einem Haufen Schnee und so. Aber ich freue mich, dass die wieder kommen. Auf der Obererbs haben die Tourenläufer den Turbo drin und sind ein bisschen schneller unterwegs als sonst. Der erste kommt, Moment. Achtung, der erste kommt. Einfach, dass er sieht, für was er trainiert. Der säckelt hier rauf. Der Obererbslauf ist eine coole Sache für unsere Hütte. Von dem her ist es lässig, dass der Skiclub das so organisiert, dass wir auch das Endziel sind und so uns auch irgendwo unterstützt, beziehungsweise wir sie unterstützen. Also es ist eine gute Sache. Ja. Sarah und der Werner haben auch noch eine andere Unterstützung. Ihre Tochter Ricarda und 2 Freundinnen helfen mit aus. Hopp, 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 hopp. So cool. Perfekt. Nimmst du einen? Das Glück gibt es wie immer mit einem guten. Das bringen wir selber raus, genau. Da musst du dich nicht drum kümmern. Bist du im Buffet, Sarah? Wir tun hier fließend Hand in Hand arbeiten, Also, Werner. könnt ihr das machen? Oder? Ja, machen wir das, wenn es nachher ist. Selbstverständlich. Das sind so die Sachen, die du irgendwie findest, okay. Es ist eben sich einfach distanzieren und finden, hey, ist nicht mein Stress.
Dann müsst ihr vielleicht eine Minute Geduld haben, weil sie hat den ersten Tag. Hier ist der Aprikosenweihe. Achtung, Kinder! Heiß, 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 heiß. 3 Jahre. 3 Jahre, da vorne. Ah, okay. Dann fallen die 2 Herren dort. Also im Moment ja, ist es schon ein bisschen stressig. Ja, ja. Es sind viel mehr Leute, als wir erwartet haben. Es ist viel enger, als man eigentlich, wenn man nicht durch kann und so. Und wenn man den Überblick nicht mehr hat, dann ist es stressig, ja, in dieser Stunde. Das ist schon so. Ja. Finde ich schon. Es läuft etwas. Stress ist etwas anderes. Also ich finde es nicht stressig, nein. Weil, Stress ist, wenn die Zettel hier hinten gehen und hier rüber gehen. Dann haben wir Stress. Aber so, das ist gut. Das ist einem nicht langweilig. Da steht man sich nicht auf den Füßen. Nur 2 Tagessuppe. Das ist tipptopp. Auch Ricarda merkt, dass ihre Eltern öppe Reibereien haben. Kannst du dir helfen? Ich glaube, in einem Arbeitsteam ist es mega normal, dass man aneinander hergeraten. Es ist halt jetzt wie so, man muss emotionale und berufliche in dem Sinne trennen, wenn das geht. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der langsam kommt. Hoppla. So. Das braucht jetzt wie halt auch wieder noch ein bisschen Zeit und Verständnis und ich habe nie das Gefühl, dass sich das innerhalb von 3-4 Tagen ändern kann. Das Verhalten, das gegenseitige Verhalten, oder? Das ändert sich nicht einfach so ratzfatz. Das ändert sich durch das, dass man sich bewusst wird und dann denkt, stopp, jetzt nehme ich mich raus, jetzt bleibe ich zurück, oder? Genau. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da sind oder dass ihr da sind. Es wäre nicht gegangen und es ist halt einfach so. Danke. Sehr, sehr gerne. Ihr habt das total cool gemacht. Sehr, sehr gerne. Es wäre echt nicht gegangen ohne euch. Sehr, sehr, sehr wunderbar. Herzlichen Dank. Das ist mega cool, zum das ja. Ja, okay. Super gemacht. Nächste Woche endlich kommen. Jetzt sind wir ja eingespielt. Der Güte, wie das kann ich sehen. Chiara Cerik hat einen Monat Auszeit genommen vom Berggasthaus. Jetzt kommt sie zusammen mit ihrem Vater zurück auf die Wassenalp. Aber schon bündig. Aber man sieht man schon. Ja, Von hier gesehen. ich freue mich sehr, jetzt wieder auf die Hose zu gehen. Und es ist sofort wieder eine andere Welt, ein anderes Arbeiten, ein anderer Alltag. Und auf das freue ich mich sehr. Wir haben eigentlich einen guten Draht zusammen. Wir reden über Gott und die Welt. Und sobald wir nachher im Betrieb drin sind, hat jeder seine Aufgabe. Und durch das Chiara eigentlich da gross geworden ist, weiss die eigentlich, wie der Hase läuft. Also von dem her ist das die Zeit, wo wir ein Brüche laufen, ist eigentlich sehr entspannt und wertvoll für uns. Ja. Die beiden kommen aber nur für 2 Tage zurück auf die Wasen. Nachher geht es weiter auf den Zweitfamilienbetrieb, auf die Durtmannhütte. Dort fängt die Saison an, wenn es auf der Wassenalp aufhört. Du kannst mit der Zwiebel auf. Also wir machen schon Vorbereitungen für die Durtmannhütte. Wird jetzt Fleisch, alle Fleischsachen, die wir hier vorkochen. Nachher Schock gefrieren und nachher in den Tiefkühler. Und das geht nachher auf die Durtmannhütte für die Halbpensionen.
Eine SAC-Hütte und ein Berggasthaus nebeneinander zu führen, ist kein Zuckerschlecken. Ich war schon als Kind auf der Turmahita. Die ganzen Arbeiten sind mir eigentlich, weiss ich. Und die Wosenalb ist ein Baby von der Magdalena. Da haben wir Schödri geschickt. Und mit der Wosenalb zusammen, da war das schon ein bisschen Naivität dahinter. Wir haben nicht gewusst, was das alles bedeutet. Zum Beispiel Sommerferien ist ganz klar. Wir gehen nicht in die Sommerferien, wir machen die vielleicht mal im Mai oder so. Es dreht sich alles ein bisschen um die Betriebe und wir können, ja, das ist für Kind, für Familie, für eine Partnerschaft nicht immer cool. Der Magdalena und mir ist bewusst, dass das, wenn die Wosenalb niemand von unserem Kind will, dass wir die verkaufen, das ist für uns ein Arbeitsplatz. Also das ist nicht eine Niederlage, wenn da niemand das übernimmt. Absolut nicht. Ja, ich bin da sehr froh und ich schätze es auch extrem, dass ich eigentlich da absolut keinen Druck bekomme von den Eltern. Wenn ich merke, es passt nicht in mein Leben, so wenn ich mir das aufgebaut habe, dann wird es auch für mich wahrscheinlich eine Lesung sein, dass ich die loslasse und es woanders mein Leben führe. Also das ist wirklich genau in alle Seiten offen. Noch mehr Fleisch? Ja, ich glaube, es bräuchte noch ein bisschen. Ja, ist ein bisschen wegelastig. Also ich tue das erste Mal hier zusammen mit meinem Papa vorkochen. Sonst ist immer vor allem meine Schwester Helen, die viel geholfen vorkochen. Darum kenne ich es noch nicht so ganz genau, wie wir jetzt das machen. Vor allem ist auch der Papa heute da, dass er mir das jetzt einmal zeigt, wie das genau funktioniert. Schon, aha, langsam. Soll es? Gerade ein bisschen hinterher stellen. Ja, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Fleisch. Jetzt werden wir das noch ein bisschen nachwürzen. Ja. So ist gut. Jawohl, jetzt geht der erste drin. Jetzt kommt der dann Schwall Hitze raus. Jetzt müssen wir aufpassen mit der Bohr, gell? Ja. Weißt. Danke. Der Fehler zu unten stehen. Kurz braten. Ja, jetzt geht er rum. Gell? Nein, bist nicht da. Richtige Factory. Gell? Polo Factory. Das da hier dort. Jetzt kannst du den Decken. Wenn es raus ist, hat man das Gefühl, es sind höhere Poli Gemüse, gell? Ja. Nachher, wenn es gekocht ist, Ist fast nichts mehr, gell? überwiegt das Fleisch wieder. Polo ist gut, gell? Einfach. Polo und das 18. Hast du jetzt Gas, gell? Ja. Ja, jetzt hast du mich rausgebrungen. Was hast du? Erst steigst du? 18.03.24. Hoppla. So. Also ich freue mich sehr auf die Turmahita. Vor allem im Winter ist es da oben auch sehr schön zum Arbeiten. Es ist wieder ein anderer Alltag. Es ist auch eben der ganze Winter und die Ruhe, die einzigartig ist durch mich. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.